das Video losgeht, ich habe gleich 200 Abonnenten erreicht und darum will ich ein Frage- und Antwort-Video machen und schreibt so viele Fragen in die Kommentare, wenn ihr wollt, über was, über alles. Ich kann nicht alles reinhauen und somit würde ich sagen, Intro Start. Jetzt starten wir mal. Hey, hey. Hi. And welcome, hi. Ja. Moin Leute, Apos auftragen am Start, meine Freunde. Every day, Saturday. Och nee, lass mal. Bin da nicht so für. Und ich darf mal wieder ganz Gechillt begrüßen, Leute. Aber wirklich heute wirklich ganz gechillt und Jetzt Mannschaft, alle zusammen, mein Name ist Adi Totoro, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen auf YouTube unterwegs in letzter Zeit und habe gesehen, es gibt in der Schweizer Szene so einen Tag, der heißt Swiss Tag. In dem Swiss Tag muss man 9 Fragen beantworten über die Schweiz, um die Schweiz, durch die Schweiz, keine Ahnung. Und ich habe das ziemlich lustig gefunden, aber ich habe gedacht, es fehlen noch ein paar Fragen. Ich habe jetzt den Tag ein bisschen erweitert. Es sind jetzt 15 Fragen, sie stehen unten in der Infobox. Und der Tag heisst nicht Swiss Tag, sondern Hashtag Bünzli-Tag. Und ich probiere jetzt in der Schweizer YouTube-Szene so ein bisschen zu verbreiten. Also das ist mein Ziel, das ich habe. Das heisst, immer am Ende vom Tag muss die Person, die ihn gemacht hat, einen anderen Schweizer YouTuber nominieren. Also all die Regeln habe ich aufgestellt und ich finde es recht lustig. Ich will mal schauen, ob ich das schaffe, das so ein bisschen in die Szene reinzubringen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Die erste Frage ist, wann ist die Schweiz gegründet worden? Und das ist natürlich ganz klar, das ist am 1. August 1291 gewesen. Der Boy weiß es natürlich. Wieder mal gut aufpassen in der Schule. Die zweite Frage ist, nenne 3 Bundesräte. Oh shit, da muss ich jetzt schauen, okay. Ueli Maurer, Doris Leuthard und Chi Parmelin. Ja, Mann. Bitte etwas ist schon da oben, ne? Ja. Wer ist die Lieblingsschweizer Promi? Mein Lieblingsschweizer Promi? Das ist schwierig. Mich selber kann ich ja nicht, darum nehme ich einfach mal den Roger Federer. Der ist ziemlich nice, sympathisch, sportlich und berühmt. Geiles Hirch. Ja, herzliche Gratulation. Nächste Frage ist, was ist dein Lieblingskäse? Mein Lieblingskäse? Also ich bin jetzt nicht einer, der viel Käse isst, aber wenn ich Käse esse, dann ist es in Form von Fondue. Ich habe keine Ahnung, was für Käse im Fondue drin ist, aber Fondue ist motherfucking geil. Was ist dein Lieblingsschweizer Wort? Ist die 5. Frage. Mein Lieblingsschweizer Wort, da muss ich gerade jetzt überlegen. Wenn ich so überlege, im Alltag brauche ich eher so viele englische Wörter, wie zum Beispiel nice. Und das Schweizer Wort, das wäre dann zum Beispiel Schmutzgückel. Oder heiliger Bimbam, das ist auch noch nice. Was ist dein Lieblingsschweizer Song? Mein Lieblingsschweizer Song? Da muss ich jetzt mal gerade kurz schauen, weißt du? So wunderschön. Oh, die Dame verdreht mir den Kopf. Brustmassage, wie mein Herz nicht mehr klopft. Das ist mein Lieblingsschweizer Song. Kommen wir doch einfach zu der nächsten Frage. Und das ist, was ist deine Lieblingsschweizer Süßigkeit? Was für Schweizer Süßigkeiten gibt es erstmal? Okay, ich weiss, Sugus gibt's, Basler Läckli gibt's, Willisauerringli und Schoki. Ey, ich glaube, es ist auch Schoki. Schweiz, Schokiland, es ist Schoki. Mach einen anderen Schweizer Akzent noch. Aua! Nächste Frage. Welcher ist dein Lieblingsort in der Schweiz? Also, mein Lieblingsort ist mein Zimmer. Wer ist die Lieblingsschweizer YouTuber? Mein Lieblingsschweizer YouTuber, das ist ganz klar der motherfucking Martin. Martin, wenn du das siehst, geile Sicht. Wenn ich in der Schweiz etwas ändern könnte, was wäre das? Dann wäre es wahrscheinlich, dass es entweder unendlich Fondue gibt, Zürich zu einem einzelnen Staat gemacht wird, oder dass der FC Basel in der Bundesliga darf spielen. Feldschlössli oder Galanda? Beides nicht gern. Coop oder Migo? Volk. Blick oder 20 Minuten? Das ist eine gute Frage, aber ich nehme 20 Minuten. Letzte Frage, und zwar 15. Frage. Skifahren oder Snowboarden? Ich gehe jede Winterferien Skifahren und das ist mega nice, durch einen kleinen Ausschnitt. Snowboarden habe ich mal probiert, aber das ist mir irgendwie nicht so gelungen. Ich habe es zwar können, aber es ist irgendwie nicht so lustig wie Skifahren. So, das ist es vom Schweizer Tag. Ich muss jetzt noch eine Person nominieren und ich nominiere den MRTN. Ja, herzliche Gratulation. Wenn du das siehst, du musst den Tag machen, die Fragen sind in der Beschreibung. Ich schreibe dich auch auf Insta an. Und ja, dann müssen wir sagen, ist das von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen und wenn nicht, dann nicht. Und ich gehe jetzt. Tschüss zusammen.